Servus beieinander, zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es ein Video über ein bayerisches Kultgetränk, die Goaßmass. Und das werde ich auch in Englisch vortragen. Also wundert euch nicht über mein Bavarikanisch, gell? Also, ich mache das jetzt immer abwechselnd. So, servus my friends, welcome back to the Bavarian Outback. Today we talk about a little Bavarian soft drink, the Goaßmass. There will be no correct word in English, but that's a traditional Bavarian drink. Yes. First of all, you need a normal sized Bavarian glass for a normal sized Bavarian soft drink. And I will always change to German because it's a German, American, Bavarikanisch video so that everybody can understand it, especially all the people outside of Bavaria. So, sagen wir wieder auf Deutsch, auf Bayerisch. So, als erstes Maßkrug, wisst ihr ja. Dann kommen die Zutaten dazu. Da gibt es wieder tausende verschiedene Versionen. Ich erzähle euch jetzt die urbayerische, echte Version zur Goaßmass. Und wer es nicht glaubt, dann, ich blende euch unten ein, Telefonnummer von König Ludwig, dann kann er den König Ludwig anrufen und nachfragen. Und vielleicht ein bisschen sein Schloss anschauen. Yes, back to English. So, this is a Bavarian soft drink. And there are so many recipes which are all a little bit different. I tell you the original one. And if you don't believe that this is the original recipe, just call our king, König Ludwig. I will show you his telephone number down there. And if you want, you also can visit his little castle, you know, Neuschwanstein. Everybody should know it. Okay, so first of all the ingredients. You need dark beer, dark beer. Not the wheat beer, just a normal dark beer. It's a little bit stronger and it's a little bit sweeter, so that's the perfect thing. Then you need a Coke. I would prefer this one. You can use any Coke. But I would use the original Bavarian Coca-Cola. Then you need a cognac. Cognac. There the first problem starts, because cognac is only called cognac when it's from France, out of Cognac, the little city. If it's not from there, then it's just for you a kind of brandy. And then you need a liquor out of cherries, some very sweet. Okay, back to German. So, also, für die Goaßmass braucht's ein dunkles Bier. Ein richtig gutes. Würde ich das hier empfehlen. Beste dunkle Bier wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Vielleicht außer Hawaii. Eine Coca-Cola. Bayerische, kennst du es ja, das typische bayerische Getränk, Coca-Cola. Dann braucht es einen Cognac. Dann nimmt jeder normalerweise einen Asbach, aber wichtig ist, dass da der Cognac ist. Und für die, die nicht wissen, was ein Cognac ist, wenn ein Weinbrand aus Frankreich, aus dem Städtchen Cognac oder wie auch immer man das ausspricht, kommt, dann darf der Cognac heißen. Wenn der nicht aus Cognac ist, dann darf der nur Weinbrand heißen. Gell? Oder auf Englisch Brandy, habe ich ja vorher schon gesagt. Genau, den braucht ihr. Und dann natürlich Kirschlikör, Eckes Edelkirsch. Könnt ihr jeden nehmen. Ich habe jetzt den halt da, weil Eckes Edelkirsch hat, glaube ich, jeder immer da. Ja, dann geht's weiter. Fangen wir wieder weiter an mit dem Englischen. Gell? Machen wir weiter auf Bavarikanisch Englisch. So, my friends. We start with the dark beer. Normally you take half. In Bavaria you take 2/3, 1/3. I would prefer that mixture.
So, you just open up these two bottles, number 1 and number 2, and then you fill it in the glass. So, zum Anfang 2 Flaschen aufgemacht, gell? Bestes dunkles Bier der Welt, vorsichtig eingeschenkt. Pour it in very, very gently. Try if it's okay. Also try the first one. Just to be sure that it's not wasted. So, dann schüttet man das zweite rein. Ah, schaut euch das an, wie schön es ist. Huh? Isn't it beautiful? Then you take an original Bavarian Coca-Cola, you know. Put it in very softly. So, schön schäumt. Und dann kommt der Brandy dazu. Schauen wir mal, der wieder so einen Sicherheitsverschluss hat hier für kleine Kinder. So. Natürlich auch erstmal probieren. Nicht, dass er schlecht ist. Den probiert man am besten zweimal. You try it, that it's not wasted. Or 3 times. And then you need a Stammball. You know, dann braucht ihr ein Stammball. Ein Stammball ist das. In English, I think it's called a shot. I'm not sure. Just call it Stammball. A shot. And you take 1, maybe you take 2 of them, or maybe you just pour it in here. Yeah, just a little bit. And then also use the Stammball. We need some liquor, cherry liquor, a very sweet one. You don't have to try this because it just starts to taste very, very great when it's inside of the beer. And then just pour a little bit in it, or just a little bit. Just a little bit. Yes. Okay. So, bisschen was von dem, bisschen was von dem. Und dann haben wir die Goaßmass fertig. Das ist alles leer. Wie gesagt, lauter bayerische Produkte. Ein bayerisches Produkt aus Frankreich, ein bayerisches Produkt aus Amerika und ein bayerisches Produkt aus Bayern und ein bayerisches Produkt aus... keine Ahnung. So, all of them Bavarian products, you know, a Bavarian product from America, a Bavarian product from France, and the Bavarian product from Bavaria, and the Bavarian product from somewhere in Germany, which makes it almost Bavarian. Because for you, everything that's cool and comes from Germany is normally from Bavaria. So, cheers, my friends. No, we don't say cheers, my friends. No. We say Prost. So we say Prost. Gell? Lasst das schmecken. Lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Jetzt saufen wir das zusammen. Und kauft keinen Lump, müsst weniger wegschmeißen. Gell? Habt ein wunderschönes Wochenende. Ich wünsche euch was. Pfiat euch. So, my friends, great that you are watched my video. Give me thumbs up, would be cool, and don't buy crap, then you don't have to litter so much. And Prost, yeah, and the best dark beer in the world.